Te laatst nu nog de afschluss van dit boek. Aanhang. Geestlich van de Oosche Tjoike. We waren niemals de Welt voor Christus erregen, ohne levendgevende Tjoike. Toen we erfolgreich zijn aan de mission wat Jezus ons geeft, bruk we geestlich van de Oosche Tjoike. Geveld met geestlich van de Oosche leraars. Die een voorbeeld zijn in mensenleer voor deze liedende Welt te erregen. Het probleem is dat de Tjoike is overal erfolgreich is, wanneer zo is als apart in ihre ene Welt, wat weinig oder nichts met de Welt om zich te doen heeft. Jezus bedoelt de Tjoike niet zoals dat. De Tjoike zal niemals zo vreemd en alleen zijn dat nieuwe mensen zich te amakkelijk voelen. Dat we niemals geplant dat de ene rechtende steed zal zijn. En dat we niet geplant dat hij zo weit weg weer van het werkelijke leven, dat hij bloos antwoorden geeft te zijn vrouwen die keiner vraagt. De Tjoike zal een steed zijn, die klar bewijst wie Jezus werkelijk is. Jezus leeft mensen, krijgt zoals ze weer. Zijn leer handelt zich immer om werkelijke dingen im leven, praktische problemen. En hij wist, maar alle soorten mensen te vertalen. En dat is wat Tjoike ook zullen doen, zoals we al van gereed hebben. Bij onze Tjoike bruk we immer deze weer, die ons zeer wichtig zijn. En die cultuur van leven, aannemen en vergeven. Dat is dit. Mensen zullen zich beter voelen, bloos van de rechte idee komen, wien al die vriendelijke gezichten wat hen begrüßen. Mensen gleichen nur Schafje Städte tevoren, wo het schijn geht. Zum Beispiel so ist Disney World. Sie streben nur ein frohes Fast, schmacke Stürs und schöne Coffeeshops. Warum kann Tjoike nicht auch ein von den Schafje manche Städte sein, wo Menschen nicht von weg bleiben können? Die kann sein. Und wenn Tjoike Jesus reich verstehen, viele Menschen sich gelebt, angenommen und vergebt. So schwer, dass sie dort anstoppen, sogar wenn ihre Lebenszüge nicht vollkommen sind. Die Tjoike wird zu einer Schafje steht, wo Menschen lüren, jeder seine Hand vor. Wenn das durch uns ist, dann schafft er plus jeden uns, zu Menschen nur Christus leiden. Wenn Menschen sich nicht gelebt, angenommen und vergebt werden, worden sie nicht lang genug horchen, bis ihre Horte verändert werden. Menschen machen ihre Horte bloß dann auf, wenn sie sich angenommen fühlen, so als sie sind. Bloß dann können sie Jesus als ihr Herrn Heiland annehmen und wirklich verändern. Wenn Jesus ist der ihn verändert, von Beinen und Rüt. Schon und Verdammen verändert können. Dat lädt Menschen bloß typen en sind und wieder weg von Gott. So, uns fehlt Tjoike, wat Menschen so leben, als sie sind. Und da annehmen, wo sie sind. Und ihnen vergeben, wann sie fehlen. Die Tjoike kann eine gewaltig aantrekkende Stadt worden für neue Menschen. Zo'n is niet geestlich van de Oosche Tjoike. In een zo'n geenwoord en een zo'n loft, daar worden mensen blij en de Tjoike wordt wassen. Een geestlich van de Oosche Tjoike buur vangt aan met mensen te leren, hoe met Heilige Geest te schaffen op van de Oosche wei. Er zijn veel Tjoike die een vreemde en amakkelje opvallende wei met Heilige Geest schaffen. Dit maakt mensen amakkelijk en ze brengen niemand zijn vrienden of familie met de Tjoike. Als geestlich van de Oosche leiders moet we mensen leren en God zijn kracht te schaffen op een natuurlijke, passende en van de Oosche weg. Wanneer we dit doen, worden mensen naar Heilige Geest getrokken zijn. Wanneer zij aan een Tjoike en in onze levens zijn schaffen. Zij worden zijn, dat hij mensen heilt en vrij maakt van zonde en vrijheid geeft en antwoorden brengt te zware omstanden. Zij worden zijn, dat hij aan de zware troubles leidt, gevallen heeft op end en de waarheid openbaart. De waarheid van wie Heilige Geest werkelijk is voor allem, gläubige en ongläubige. Zij aber aantrekkend. In onze Tjoike Gottesdienst en onze Tjoike cultuur zal we voor mensen beden zoals Heilige Geest ons leidt en kracht geeft, aber dat op zijn weg doen, wat passend en van de Oosche is. Dat is niet nodig dramatische weer bij ons dienst bieden doen. Zoals wanneer we met de Heilige Geest opstromen, te maken schmaken oder kraftje loten. Heilige Geest zijn kracht redt voor zichzelf. Alles wat we doen, wanneer we ons Gottesdienst een groot opzijn maken, is ongläubige wegdrijven. Heb Jezus op, horch naar Heilige Geest. Vertaal de mensen met respect en wijsheid. Dat fehlt niet aan een dramatisch te overdrijven. Dit geestlich van de Oosche leven verspreidt zich rom de Welt. Menschen schaffen op een nieuwe weg met Heilige Geest, ohne sich selbst abheben oder sich machen besonders oder wichtig laten. Sie machen sicher, dass Menschen weten,
dat het Jezus is, der in ihre Levens den Unterschied macht, nicht menschliche Klugheit oder Kraft. Und wenn geistlich von deutschen Menschen so normal und natürlich sind viele andere angeworden, dat Gott endlich brauchen kann. Sie können für Menschen beten und halten nur Jesus wiesen. Sie können alle Tag Wunder sein in ihrer Welt. Wenn irgendwer kann von Heilige Geist geleid worden, Predikers und Kirchenleiders zullen all Gott seine Dinge für den Dienst bereit machen. Epheser 4:13. Dat meint, entwijzen we Gott seine Kraft te veilen en te speren en aan omstanden aan te brengen en los te laten. Während wir dort natural en leicht maken, met Heilige Geist op te schaffen, en wanneer we dort op een weg doen, wat mensen tragt, leven als weg treft, zij wie wo de goede Nachricht om de Welt op een goede weg explodeert en de rut spreidt. Alle wegen wo Jezus seine Jünger handgingen, passieren grote wunder en mensen bewunderen die. Aber die Jünger nehmen keine Ehe. Sie geben alle Herrlichkeit nur Gott. Und die Menschen im Dienst, dort alle Raum eintreten, sagen sie, dass sie sind irgendwo selbst besonders. Und so viel wieder uit den ein als die Predigers und die Menschen sind, so viel schwander ist das von der Kirche überall geistlich von der Ost zu werden. Als Leiders können wir in ons tägliches Leben Wunder sein. Wir können Menschen nach Jesus wiesen und wir können auch in der Geschäftswelt Erfolg erfahren. Heilige Geist seine Kraft in unser Leben ist nicht bloß zum Zeugspiel. Wie müssen Menschen lernen, wo den Heilige Geist seine Kraft zu brauchen in Meetings, in einer Schmied, in einer Fabrik, in einer Polizeikorps, in einer Klausstuhl bei der Schule oder thuis een Gastdag. Gott seine Kraft ist in uns, zodat wir können in jeder Part von uns Leben eine bessere Arbeit tun. Wenn Gott sein Bitte auf uns gewöhnlich knappt, dann sind wir mit am Top bitter gewöhnlich. Dann können wir bitter gewöhnliche Dinge tun. Mag das steht angenehm. Unsere Kirche ist nicht vollkommen, aber wir schaffen beständig immerwährend eine warme, freundliche Luft um uns zu haben, die besonders erschaffen ist, um neue Menschen möglich in sich feilen. Von wo sie mit ihrer Chor holen, was sie trägt, uit het Gebet kommen, nur her trägt nur ihre Chor, probiert durch jeder Part von dit eine Erfahrung zu machen, was wir durchgedacht haben. Wenn jemand das erste Mal auf den Kirche landen abstoppt, hat je ein paar Minuten, was sie den ersten Eindruck hat, was sie da kriegen war. Und der erste Eindruck hat einen großen Einfluss ab, ob sie jemals waren auf den Kirche landen abstoppen war oder nicht. Die Wahrheit ist, dass der erste Gedanke von jener Kirche hat sich al lang geformt, für die Anbetungsgruppe ein Lied spielt oder der Prediger was sagt. Sind sie in den ersten paar Minuten adelig mal von freundlichen Gesichtern begrüßt worden? Fühlten sie sich verbiestert, dass sie bei einem Gebet kamen? Begrüßt ein freundlicher Mensch entweder der, als sie ankamen? Weiß entweder nur die Sonntagsschule oder die Klasse für die Kinder, nur ihre Seite, und wo die Buchstaben wird? Wird das Gebet auf ein willkommener Weg gestromt, oder leitet das uit de Mauer und verloren? Wo wird das Licht? Spielt da irgendeine Musik im Hintergrund? Wird die Buchstaben rein? Wird die Kinderklasse ihre Mithelfer begeistert und freundlich die Kinder zu bedienen? Worden nie Menschen halb angeboten ihre Seite zu finden? Eine willkommene Jeenwoord zu bauen ist nicht schwer, aber das braucht dann an zu denken. Weit's, eine geistlich von der Osten Kirche hat ihr Ziel auf die gute Nachricht, mit dem mitzuteilen, die das noch niemals gehört hat oder angenommen hat. Das ist Handtreiben zu sagen, die noch niemals Eier in der Kirche angestaubt sind. Das meint, eine geistlich von der Osten Kirche gibt Dienste, die Menschen an Jesus trägt. Das sind Kirchen, wo Menschen wählen sind. Das ist auch wichtig, dass wir dasselbe, was wir in der Kirche tun, auch auf der Gasse tun können. Dort, wo die Menschen sind. Bei der Arbeit. Wir müssen auf so eine Weise reden und uns benehmen. Was kriegst du gut im Coffeeshop oder an einem Geschäftsmeeting schafft, aus einer Kirche. Alles, was wir in der Kirche tun, ist ein Beispiel und macht Menschen bereit, die gute Nachricht mitzuteilen und für Menschen zu beten. So, alles, was wir in der Kirche tun, soll bitte die Kirche auch schaffen. Wenn das tut, werden Menschen die Kraft kriegen, ruhig in ihre täglichen Lebens zu gehen und sehr erfolgreich zu sein, mit dem Lebensraum zu verändern. Wenn wir Kirche Gottesdienste machen, die aus einem Absehen abgestellt sind oder was eine Wegseite ab so ein Benehmen, was Menschen niemals in ihr Heim, in ihrer Schule oder in ihrer Office tun können,
Dan mag wie mensen bloos rijden zum Fehler maken. Zum Beispiel. Ik leg nur schijnend Anbetungsmusik te horen en zijn we mensen bewonderd met aanstemmen während we verwonderd beden met die, wat bij de kerk naar ver komen. Aber ik leer mensen ook, wo ze in normale omstanden beden kunnen. Wo nicht Anbetungsmusik is, oder wo nicht eine Gebetsgruppe von Gläubigen rumsteht. Wir kennen die kerkliche Traditionen schätzen, die wir gewöhnt sind, wenn die sind meinungsvoll zu uns. Aber wir müssen da noch verstehen, in das tägliche Leben mit Menschen zu beten und uns Glauben auf eine praktische Weise mitzuteilen. Viele Menschen sind wachgedreht von Heiligen Geist und die Kraft, die sie so leicht in ihre Lebens loslassen können. Wenn sie seine haben, wo das fremd gebraucht wird oder wo das falsch oder uitgedacht gedaan wird. Wir sollen wirklich sein. Wir müssen Gott lassen auf seine Wege mit uns schaffen, dass Menschen das laat verstehen und seine Jenwort feilen. Wir brauchen nicht übertrieben oder schwor für sich Gott mal Geschmack zu lassen. Er ist ganz fähig, das selbst zu tun. Nimm das ammakel je uit. Jaren terug fangen we bewust en bedacht aan alle dingen uit de kerk uit te nemen die we de ammakelje ding noemden. Dat ammakelje beschrijft een kleine ding wat in een kerkelijke godsdienst passiert, wat mensen willen schämen oder ammakelig maken feilen. Wanneer die in de kerk ammakelje heeft, dan denken de mensen wanneer ze komen. Ik wil mijn vriend wat niet een Christ is niemals met naar de kerk krijgen. Den wil ik ook niet metbrengen. Wenn ik weet, dan wordt er wat opvallende passeren. Over jaren heb ik me met mij als een paar goedmeinende kerkelieden reden over er benemen in de kerk. Einige gleich te beim aanbeden wild am gang te dansen, andere willen er echt in godsdienst aangeredet en bekend maken, dat zij wat van God gehoord hadden, wat zij mitteilen zullen. Du denkst vielleicht, wo kannst du Menschen sagen, so was ist das abzuhören? Wat wenn das wirklich Gott wäre, wat der ich probt zu reden? Well, de waarheid is, ik zei ja niet dat wat ze doen aardig is. Ik zei bloos, ze zullen dat wat laten houden. Wanneer ze zich dat noosten naar God veilen, wanneer ze dansen, goed. Ze kunnen dat toestaan, würde niet de nieuwe mensen afleiden wordt van ihre ene ervaring met God. En wanneer ze wat horen van God, wat ik weten zal, dan kunnen ze me dat naar dem Gottesdienst komen zeggen. Ik denk ihre opmerksamheid bloos traagt, omdat ze aan denken, wo die persoon dat kunnen kan, die hier nu zum ersten Mal ist. Die können das nicht alle verstehen. Und einige verlassen die Kerk, und das ist mich schuld. Aber wir können uns nicht bloß nur diese paar Menschen richten, wenn das dann meint, dass wir unsere Alleinheit verlieren, sogar bloß eine Person nach Jesus zu bringen. Wir müssen in unsere persönlichen Angeholungen auch aufmerksam sein über das Ammakelje. Wir helfen Gott nicht aus, wenn wir abfallend sind, und Menschen feilen sich nicht zutritt zu uns. Heiliger Geist will nicht haben, dass unsere Übersicht von uns gerecht soll feilen. Er ist nicht verantwortlich für uns fremdes Benehmen, was Menschen mag amaglich und antu sich feilen. Das sind von der Osche Weg, in der wir zutritt zu all die Kraft und die Scheinheit von Heiliger Geist können haben. Und das mag ihm nicht ein klein Bett weniger stark. Ein Weg, das ammakelje oder anheimliche uit dem Stich zu gehen, ist abhören mit so sehr christlich zu vertalen, zum Beispiel die Sprache, was bloß Christen verstehen. So wie das Herrlichkeit, Halleluja oder Amen in unsere tägliche Sprache zu brücken, mag Ungläubige kriegste alles, wenn wir wird von einer fremden Sprache brücken würden, während wir mir vertalten. Das meint er nicht, und das fällt sich bloß fremd. In seine Ding sei aus Rat, wahre Geburt, das Blut von das Lamm, oder ein Tun von Schutz, oder mit dem Herrn gehen, mag es zu uns vielleicht sein, und sind wertvolle Wert, aber nicht der End. Wenn wir uns Glauben wollen mitteilen mit den Menschen, die das Christentum noch nicht kennen, mit wie christliche Ideen so sagen, dass irgendwer das verstehen kann, beides in unser täglichen Lebens in einer Kirche. Ich glaube dir schon mal, dass jeder Kirche soll zwei Sorten Gottesdienste haben. Dem Segja-Gottesdienst, was abgestellt ist für neue, segnende Menschen, und der gläubige Gottesdienst, wo die Gläubigen in Tischli dann frei sind, im Geist zu beten, diepere biblische Theologie studieren und zu prophezeien. Durch die gläubige Gottesdienst wird das sehr viel amakeliert und tissiert für die Fremden. Also, wenn wir nie Gläubige dann haben, wird das schwer, von den Segja-Gottesdienst nur den gläubigen Gottesdienst am zu warnen.
En wanneer dort alle top te vreemd vetjeim, hier ze bloos ganz op met komen. Dit probleem baart mij zeer. En ik wil het wou wie die jas kunnen maken, makkelijk veilen en tussig veilen. En op dezelfde tijd dieper groven en meer van God zijn woord te leren. Dan een dag zag ik dat aan. Jezus had het trouble niet. Jezus kon met de gewone normale mensen vertalen en dezelfde tijd een diepe, geestelijke waarheden aangaan en die leren. Als ik dit zag, en dat wie ding, zodat al onze godsdiensten worden de jas maken tussig veilen. We nemen al die weer uit, die aangeloven en die niet christen, niet verstaan worden, en leefden een normale, geestelijk van de oorzaak en leerden zo reden en zo te leren. Als ik dat deed, word ik aan dat ik kon aan al die diepe waarheden ook leren, während we die lied tussen en makkelijk maken, die niet tjoik gewand werden, en we verloren keine van God zijn kracht daarbij. Denk zo als een gast. Als onze tjoik dan aanvangt bozig te wassen, zijn we in een gepachtet gebied am Top am Sonntag. Dat meint, we moesten weg wegen 2 godsdiensten schwen einen anderen te hebben. Een ding wat we deden, zum tijdsparen we, abheren met mensen op verre krauwen te meer levens naar Jezus geven. En die steed, zeiden we, zij zullen er hang op hebben, te bewijzen dat zij beden, om Jezus aan te nemen. We verschrokken ons, hoeveel meer mensen die raringsentscheidung maken. Einige mensen dachten over, dat we dat nu alle op spel zaten en aan je voorstelden, en dem dat we dat niet verlangden, dat ze er geloof voor mensen bekenden. Maar während ik met deze nieuwe Christen vertaald, besonders de mannen, word ik aan dat entscheidung ganz klar weer. Zij hadden je luid entscheidung te maken. Wenn ze weer zich niet zeker was, wat er passeren wordt, wanneer ze alleen den gang naar ver gaan zullen. Die wat al lang weer de tjoike glieder was, dachten niet dat er wat aardig weer met mensen vrouwen naar verre te komen te meer leven in Jezus geven. Dat we bloos zijn weg voor mensen die een entscheidung Christus te volgen, te bewijzen. Maar einige mensen werden bezorgd, om wat het wordt te ondermijnen, wanneer zij op zo'n weg ihre zin bekend maken. Einige werden hoog aan je zijn geschäftslied, oder mensen uit de regering, die er gans het erwachsene leven geschaft hadden, om een goede naam voor zichzelf op te bouwen. Zij werden bezorgd dat wanneer zij alleen den gang naar verre gingen, dan stonden zij toe dat zij weer onoprechtig was. Een boekverer zijn kunde werden ook door aan het kerk en hij werd bezorgd, zij wilden geloven, hij had een onoprechtig geld afgesnald. Deze mensen er onzijne maakt mensen weer wichtig, en daar is niets meer recht. De Bibel zegt dat een goede naam is meer wird als grote rijkdom, zilver en goud, Sprecher 22:1. Zij waren ongeziene mensen en zij hadden er gans het leven er best gedaan goede mensen te zijn. Zij verstonden ook dat zij een zindelijke natuur hadden en veel daaraan Jezus, om bij God recht te staan. Zij willen bloos niet mondagsmorgens op de verste zijde aan de post zijn. Dat is leicht te geloven dat jeder einer denkt wat we denken en versteht, wat onze tradition meint, maar die doen niet. Besonders hier in Kanada, wo ik woon, een zeer verweltlicht land, in de States en andere landen worden ook immer alles zo. Wat bij ons aanvangt als een weg tijd te sparen aan een zeer volle zondagsmorgens, wordt later een wichtig deel van nieuwe mensen maken makkelijk veilen. En dat bracht zeer veel mensen naar de entscheidung, Jezus aan te nemen. Dat is opvallend. Wenn we geloven we kunnen dat niet ändern wat we doen, wenn dan meint dat we zaten alles op spel en in gevaar. Aber vielmaal, dat we niet willig zijn te ändern, is krijgt dat wat alles op spel zat. We zaten zeilen am Himmel in gevaar. Bloos omdat we kunnen dat vasthouden wat normaal en mogelijk voor ons is. Genoeg is genoeg. We moeten zeker maken dat we jeder zondagsmorgens zoals een gast denken. Ik garantie die dat de jas, wat zum eerste Mal da sind, die denken zoals jas. Wanneer de kerk in een stad wordt, waar mensen je leeft, aangenomen en vergeeft wordt, wanneer die vol vrede, lachen en praktische leer is, wanneer de goede Nachricht zo vergesteld wordt, dat mensen dat verstaan, wanneer de aanbidding te God allemaal met aanneemt, en wanneer kerke traditionen te verstaan zijn, dan is kerk erfolgreich. In andere woorden, een geestelijk van de oude kerk, wat een gezonde, levende, wassende kerk zijn, en die heeft de kracht de wereld te veranderen. Tot één.